Verdammt lang her. 50 Jahre auf der Bühne, unzählige Hits und längst Kult. BAP gehört zu den prägenden Rockbands Deutschlands. Mit Kölner Dialekt und klaren Botschaften haben sie Musikgeschichte geschrieben. Und zum Jubiläum, das sie mit einem Konzert am Wochenende in Köln gefeiert haben, blicken wir zurück auf 5 Jahrzehnte, die bis heute Generationen verbindet. Heute ist die Band in der Stadt, auf die er so lange gewartet hat, singt BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken. Es geht um den jungen Wolfgang, der 1967 unbedingt dabei sein will, als die Rolling Stones in Köln auftreten. Ja, das ist eine Geschichte von ein paar Jungs, die da rumlungern und wollen möglichst schnell dann auch rein. Und ich bin halt einer von den Jungen, die Story habe ich natürlich ausgeschmückt. Das war tatsächlich dieses Stones-Konzert, war an meinem 16. Geburtstag. Jetzt zieht seine Band die Massen an. 45.000 sind dabei, um den 50. Geburtstag von BAP zu feiern. Und das in dem Stadion, in dem sonst sein Lieblingsverein, der 1. FC Köln, spielt. Das ist schon ein schönes Gefühl. Also das kribbelt natürlich irgendwo. Also die letzten Spiele, die ich jetzt hier gesehen habe, habe ich weniger das Spiel verfolgt, als gedacht hätte, wir spielen jetzt demnächst da in der Südkurve. Wie mag das sein? Als diese Bilder entstehen, denkt noch niemand daran, dass aus dem kleinen Wolfgang und BAP einmal eine der bekanntesten deutschen Bands werden könnte. Seine Eltern besaßen ein Lebensmittelgeschäft, der Sohn studierte Malerei. Sehr zum Missfallen des Vaters, der wurde unfreiwillig zum Namensgeber für die Band, die Niedecken 1976 gründete, BAP. Kölsch für Papa. Von ihm handelt der größte Hit der Band, Verdammt lang her. Dass das so lange dauern würde, dass das 10 Jahre dauert, niemals gedacht. Dass es 50 Jahre dauern würde, nicht im Traum dran gedacht. Wunderschöne schöne Großbestelle. Der ganz große Durchbruch im Sommer 1982. WDR-Rockpalast Open-Air-Konzert auf der Loreley, live übertragen in ganz Europa. Rockpalast war rappelvoll, eine unfassbare Stimmung. Die Chemie dieser Garagenband hat funktioniert. Manchmal setze ich heran, wenn ich warm nicht war. Wenn es so kommen wird, wie es kam, wie es jetzt ist. Und ich sage mal, dass es irgendwo Wege jammert. Wir haben, glaube ich, erst begriffen, als wir da standen, was das bedeutet. 50 Jahre geht das jetzt so. Die Fans halten BAP die Treue. Die meisten von ihnen haben zig Konzerte gesehen. Totaler Fan. Das ist einfach faszinierend, toll. Ich bin schon von klein auf bei allen BAP-Konzerten immer dabei. Ich singe die Lieder alle mit, ich kenne die Texte alle. Ich bin jetzt schon 61, ne? Und ich kenne BAP seit Anfang, seit 76 kenne ich den. Für mich war es halt ein Lebensinhalt in diesem Sinne, ne? Ich war immer dabei. Die Musik kenne ich, seitdem ich 4 Jahre alt bin. Mein Onkel war schon BAP-Fan. Von daher hat mich das ganze Leben begleitet. Und da muss man das einfach auch leben. Wolfgang Niedecken hat dieses Jahr doppelten Grund zu feiern. Im März wurde er 75 und jetzt der runde Geburtstag. Ende nicht absehbar. Noch nicht. Und wenn ich dann merke, hoppla, ich schaffe das konditionell nicht mehr oder von der Konzentration, dann muss ich dann irgendwann sagen, jetzt hört mal auf zu planen. Wenn irgendwann das Mitleid größer wird als die Begeisterung, sollte man selber erkennen, ist immer gut jetzt. Doch bis dahin ist offenbar noch viel Zeit. Ende November startet die Jubiläumstournee.